einen Ofen zusammen. Ohne alles klar soweit. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit dem Piratenschiff auf die Burg abgeseilt, haben dann die Burg so ein bisschen aufgeräumt. Jetzt sind wir da oben auf dem Glockenturm und müssen halt in den Keller, in die Katakombe, wo alles unter Wasser steht. Und dann müssen wir mal gucken, wie es dort weitergeht. Wir hatten beim letzten Mal schon mal so ein bisschen ringeschnuppert. Aber jetzt halt müssen wir es halt durchziehen, ne? Viel Spaß. Was mir jetzt auch eingefallen ist, ich hatte ja diese komische Lanze. Und da wollte ich mal gucken, ich hatte dann irgendwie noch mal aufgelevelt. Stärke 2, jetzt waren es schon mal natürlich, Geschicklichkeit 18 haben wir auch. Und wenn ich die jetzt ausrüste, bin ich auch noch unter 70%, weil ich habe die Belastbarkeit ein bisschen hochgeschraubt. So. Alter. Ja, das war vorbei. Und da wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ah, die ist gar nicht so schlecht, finde ich, oder? Lebensstein. Das ist ganz gut. Usch. Ist schon irgendwie so ein bisschen martialisch, muss ich sagen. Was hatten die für schwerer Angriff? Sieht man das so irgendwie? Pass mal auf. Wow. Wenn sie dann hier schön hintereinander laufen, da kann ich so schön durchziehen, ey. Das wäre geil. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir einfach mal an. Mache die Fackel an. Mache hier noch das Gedöns. Zünde wir an. So, und dann packen wir sie wieder weg. Fertig. So, jetzt haben wir natürlich hier relativ wenig Optionen, was wir machen können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Leute wieder hier auf diese Brüstung draufgekommen sind, beziehungsweise ich kann hier mit springen oder so wird es hier wahrscheinlich gehen. Das bringt mir aber nichts, weil da unten, das ist hier quasi der Weg, wo ich rinkommen bin. Schalter voraus. Schalter voraus. Wie ihr du Schalter? Ich die kenne. Was ist denn das für ein Ding? Guck mal, da bin ich noch gar nicht drin gegangen. Das gibt's ja auch nicht, ne? Eigentlich kann man das hier nicht übersehen. Ist aber auch ein fiese Eck. Vor allem, wenn man die Maus nicht benutzen kann. Das ist halt das Blöde, ne? Weil ich hatte... Wenn wir uns so auf die Ebene fallen lassen. Ich hatte jo dieses eine Tool ausgepackt, wo ich dann quasi... Ja, nee, das ist was... Nur sind wir hochkommen, ne? Ja, super. Hat gedacht, da wären wir noch nicht gewesen. Ah, jo. Müssen wir dann da wieder runter? Nee, hä? Da müssen wir uns das müssen wir uns noch mal genauer angucken. Ich hatte das Tool runtergeladen, wo ich dann quasi den Mausklick gemappt habe auf ein Knöpfchen, damit ich so quasi keine Probleme habe. Mit allem drum und dran. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass wenn ich irgendwelche Dialoge bestätigen will, dass ich dann unglücklicherweise immer einen Stoß mache. Das ist halt schon ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Weil... Wow. Das ist deswegen ungünstig, weil, Alter, jetzt welche? Die ganze Zeit stoßt er eine Pfanne und jetzt hält er mich irgendwie so von der Seite schlagen, geh die Wand. Du kennst ich schon wieder Platte, ey. Wie dem auch sei. Du hat doch noch jetzt einer geschossen, ne? So. Es braucht halt ein bisschen länger, ne? Er muss hier schon ein bisschen ausholen. Aber eigentlich ist es ganz geil, die Waffe, finde ich. Visionen von Zauberei, ja. Geste, nee. Tanzkampf, nee. Ja, aber ich weiß jetzt wirklich nicht so genau, was ich da jetzt machen muss. Ich verstehe halt nicht, warum er das jetzt bestätigt so, ne? Da steht doch ohne A. Aber wenn ich jetzt A, das funktioniert einfach nicht. Ne? Ich kann jetzt mein F-Knöpfchen drücken, das funktioniert nicht. Und ich verstehe das nicht, weil wenn du jetzt für andere Sachen, zum Beispiel zum Aufnehmen, steht ja auch hier A. Aber wenn ich das kann ich mit F, ne? Das ist mein Äquivalent für A, kann ich das aufheben. Aber bestätige kann ich nicht mit F. Warum nicht? Das ergibt doch null Sinn.
Ich meine, wer denkt denn, also wer überlehnt sich so Scheiß? Verstehe ich nicht sowas. Ja, guck mal, ob du noch irgendwo was zum Dingens ist. Also geheime Wand, ja gut, da wird jetzt eher nichts drin. Ja, boah, keine Ahnung, muss ich jetzt wieder hochfahren? Da unten stirbt man, denke ich eher. Oder? Fährt die runter? Ach, die fährt runter, genau. Dann war es so, da müssen wir jetzt runterfahren, dann geht's da unten weiter, hä? Weil ich gedacht, hä? Aber sind wir da nicht von der unten kommen, oder? Müsste mir da nicht von der unten kommen sind. Nee, wir sind nicht von der unten kommen. Nee, genau, da war hinten noch die Nebelwand. Jo, ach, erleid, ich weiß auch nicht. Ah, Jonat, ah ja klar, guck da an, was er für ein Gerät in der Hand hat. Wie viele Arme hat denn der? 7. Ja, dann nehmen wir lieber mal Schlabbertrink, oder? Alter. War das nicht immer irgendwie vor... war das nicht immer Bossgegner? Ohne im Schiff drin, oder? War der nicht so ähnlich? Ein Piratenschiff ohne, du war da so Gegner, der war doch ach. Der hat quasi Hin- und Pfannekopf gehabt und 4 Arme und dann... Du muss ich jetzt aber sagen, irgendwie fühle ich das jetzt noch nicht so richtig, sozusagen, weil diese Lanze, die macht zwar, natürlich ist jetzt die Dings ist ohne, ah ja klar ist der ohne. Komm du gerade, du hast die Treppe drauf, du kannst dir der Schlee abholen. Die Lanze, die ist halt schon so ein bisschen langsam in der Ausführung. Also ich sag mal so, der erste, der braucht halt ein bisschen lang. Der zweite setzt er eigentlich relativ schnell hinterher. Was geht mit dem ab? Alter, was hast du für Zugungen? Ja, guck dir das mal an, wie der abgeht. Er hat Rhythmus im Blut, ne? Das ist dann, finde ich, schon irgendwie, der erste Schlag, der ist halt das Problem, ne? Der zweite setzt er eigentlich relativ schnell hinterher, finde ich. Also so von der Sache her. Aber der erste, dauert schon relativ lang, finde ich. Und du kann dann schon immer, wenn der andere so ein bisschen schneller am Schlagen ist, kann das dann schon immer problematisch werden. Alter, hä, war so Aufzug. Ja, der geht ja halb Jahr. Stimmt, da hatte ich beim letzten Mal auch die Fahrstuhlmusik angemacht, ne? Die hatte man eigentlich bei Elden Ring, haben wir die öfters gebraucht, ne? So, und jetzt, was machen wir jetzt? Genau, jetzt schicken wir ihn direkt wieder hoch. Geht nicht. Ach so, wart. Genau, das muss man ja so machen. So, machen wir es nochmal aus. Jetzt können wir natürlich die Fackel hier nicht anmachen. Na gut, mir wäre es überlebe. Also, dass man die Fackel nicht anmachen kann. So. Die Frage ist... Die haben wir schon immer. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem? Der kennt doch jetzt genau. Ich wollte gerade sagen, komm doch da nur raus. Wupp, und vorbeigeschlagen. Wow. Der geht schon ab die Zäpfchen, ne? Ah jo, trifft er mich durch die, von der durch die Stürz durchgeschlagen. Das ergibt dir, also allein durch die Wand durchschlagen ergibt dir schon keinen Sinn, aber durch den Sturz durchschlagen ergibt dir noch viel weniger Sinn, weil der ist ja noch mehr verstärkt. Das ist ja Stahlbeton. Gut, früher vielleicht jetzt nicht Stahlbeton, aber aus massiveren Steinen. Das sieht er ja da auch, ne? Guck, das sind quasi so die normale Stecher da, ne? Was weiß ich, was für Steine das sind, ich kenne mich da nicht aus, die Klinkerstecher da. Und dann der Sturz, das ist schon, sagen wir mal, massive Granitsteine. Ne, dass der jetzt durch die durchschlagen kann, ist es schon, ergibt dir schon keinen Sinn. Aber durch die massive Granitsteine, das ergibt dir noch viel weniger Sinn. So, was ist jetzt? Komm du her, geflutscht.
Ja, guck dir das an, wie er durch die Wand schlägt wieder. Ja, und was ist jetzt? Jetzt keine Lust mehr. Ja, was ist dann jetzt? Jojo. Das eigentlich ärgerlich ist, jo, dass wenn der zuschlägt und ich nicht treffe, dass er dann quasi nicht unterbrochen wird. Zack, und vorbei. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen ins Loch hupse. Das wäre natürlich bitter. Wäre echt bitter. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch bald cleverer wäre, wenn wir die Keulen nehmen, normal. Da haben wir halt nicht so die Reichweite, aber die schlägt schon ein bisschen, wie soll ich denn sagen, schneller. Und ist ausdauertechnisch wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ja, was ist denn jetzt? Genau. Sehr gut. Und vorbei. Ach so, warte, stopp. Wolltest du nicht zweimal schlagen? Ne, komm, ja, gut. Oh. Ach, wenn ich schon zweimal rolle, da habe ich immer Schiss, dass ich ins Loch falle. Und er kann ja nicht schwimmen, der Kerl. Der ist ja so ungelenk. Kein Seepferdchen und nix. Oder auch keine Armreife, ne? Also Schwimmreife. Wie heißen die Dinger? Haben die Schwimmreife geheißen? Nee, oder? Diese Armreife, diese orangene. Diese Schwimmflügel oder so ähnlich, gell? Zack, ja, oh fuck. Dieser Warum macht er diesen Rückschlag? Weil ich bin ja gar nicht dorthin. Ja. Jetzt schlägt er wieder gegen die Wand. Welche? Ich bleib an der Wand hängen, der schlägt durch die Wand durch. Das muss man doch zuerst mal einer erklären. Das ist doch komplett inkonsistent programmiert von denen. Entweder gleiches Recht für alles, wird an der Wand hängen geblieben oder halt auch nicht. Aber so ist es doch Rotz. Was ist denn jetzt? Hopp, komm her. Gut. Ah jo, jetzt kommt er. Oh, jetzt hat er das gesehen, wie er den Schnitzelangriff gemacht hat. Oh, lolololololol. Der kennt schon auch gut in der Metzgerei gebraucht, oder beim Schlachter. Ja, Metzgerei ist vielleicht besser, ne? So schön geschnitzeltes machen, das kennt er gut machen. Oder was vielleicht auch gut wäre, so beim Döner, ne? So vom Dönerspieß runter machen. Das muss jetzt kein Döner sein, aber das gibt es ja auch bei anderen Restaurants und Lokale teilweise. Wissen ihr, was jetzt mega fies wäre? Mega fies wäre jetzt, wenn man hier irgendwo und man sieht es nicht und dann geht so ganz tief runter, wo man sterben tut. Das wäre jetzt echt fies. Weil du siehst ja hier in der Dreckbrie nichts, ne? Also erstens ist es dunkel und zweitens ist es Dreckbrie. Das wäre echt mega fies, wenn du dann so Abgrund hättest an irgendeiner Stelle, ne? Wo war denn das? Das war ein Dark Souls 1, ne? Wo du dann... Ah, fuck. Wo kommst denn du her, mein Lieber? Was ist jetzt? Das war ein Dark Souls 1, wo man unten in dieser Geisterstadt war. Pass auf. Zack. Wo man unten in der Geisterstadt war und dann war ja auch alles unter Wasser und in dem, wo du angelaufen bist, bin ich dann links und rechts in die Tiefe gestürzt. Das war echt... Das war auch eklig. Also es war dann am Ende gar nicht so schlimm, wie ich zuerst befürchtet habe, aber es war halt schon auch nicht geil, ne? Aha. Okay. Will man da hingehen? Oder kriegt man dann auf die Ohren? Es riecht schon so nur Fall, wenn man dann da hingeht, ne? Gut, in einem Gefängnis Mario geheime, wenn eigentlich kein Sinn, oder? Aber warum ist das jetzt so eine Gefängnistür und es gibt dort nichts zu holen? Das ist für mich jetzt ein kleines bisschen unverständlich, muss ich sagen. Ja, du ist auch nichts. Schade. Abschluss. Ich habe den Festungsschlüssel. Sehr schön. Aber
Jetzt gehen wir die andere Seite natürlich auch noch hoch. Dort sind ja erstens mal noch Feinde und zweitens mal gibst du vielleicht auch noch was zu holen. Und theoretisch, das sind ja auch noch, ne? Also jetzt mischt man eigentlich, genau. Pass auf. Das war schon wieder knapp, ne? Da hätte ich fast wieder auf die Fresse gekriegt von dem. Die tun, ach, da ist noch einer. Die tun hier dann auch so komisch explodieren, ne? So, nennen wir es mal Ausdünstungen. Was ist denn jetzt? Bist du jetzt, ach, bist du naja oder was? Ich han doch ewig und ich... Wo kommt der dann her? Hocke die dann so an der Wand und sind komplett unter Wasser, weil ich hab dort keiner mehr gesehen. So ähnlich wie der hier. Ja, aber ich muss sie jetzt nicht irgendwie alle Wände abklappern. Da wäre dann bestimmt auch eine Nachricht auf dem Boden. So. Kommt hier noch mal. Ja. Okay. Gehen wir mal durch. Kommt da in der Argstadt? Nee, ne? Gut. Gut. Ein Pharos-Dingsbums, das ist gut. Da kennen wir... Wo war da? Irgendwo war doch noch so Stelle, wo ich keiner... wäre jetzt fast schon wieder in die Buchs gegangen, ne? Ach, was Scheiß. Ich nehme doch einfach so Schlapperdränkchen. Irgendwo war noch so Stelle, wo ich noch so Stäche in den Mund drin stecken konnte. Ich weiß aber nicht mehr wo. War das in dieser Piratehöhle? Also, wo dieses Piratendorf ist, in der Höhle? Das kennt dort gewesen, ne? Da war doch das Teil im Boden. Ich glaube, dort war das, ne? Ja, ist halt ablädt. Da mischt man eigentlich wieder zurücklave. Also sieht man jetzt, dass zum Beispiel diese Lanze mehr Schade anrichtet, weil mit dieser Lanze haben nur quasi 2 Schläge gereicht und das reicht jetzt hier nicht mehr, ne? Ist halt ein bisschen schade. Aber irgendwie fühle ich die Keule mehr. Die hat irgendwie ein schnelleres Moveset. Das sagt mir mehr zu. Obwohl das mit dem No-Fun-Stoß ist halt schon geil. Und du hast halt eine richtig schöne Reichweite, ne? Alter, jetzt ist hier du der Schnetzelmeister auch wieder, du, gell? Oder? Ah, jo, ist er wieder, du. Ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Ja, wenn ich jetzt angehe, schlage er zu, oder wie ist das? Na, derlich. Bleib schön du. Geh nicht wieder weg jetzt. Jo, jo. Oh, ja. 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 Da muss ich echt aufpassen. Ne? Wenn du wieder zu gierig wärst, dann holst du wieder die Arschkarte gezogen, ne? Ach, wie hat er mich jetzt dann wieder getroffen? Komm, hier, nimm mir Schlapperdränkchen. Das hat dicke Wert. Sonst ist mir zu riskant. Ich verstehe halt auch nicht, wie er mich dann als Treffen tut, ne? Ach, jetzt haut er wieder ab. Hat er wieder Schiss kriegt, mir schon klar. Das ist aber auch ein fieser Angriff. Jo. Wie hat er mich da oben getroffen mit seinen Säbelchen? Müsste ich hier eigentlich schon wieder ein Schlapperdränkchen nehmen, ne? Ja, komm her. Ja. Sehr gut. Kommt der Säbelmeister wieder. Wow. Kommt noch ein dritter, ne? Ah, hier kommt noch ein dritter. Wow. Nein, nein, nein. Das war jetzt wieder arschknapp, ne? Kommt da noch einer? Wie ist denn das? Ich weiß halt nicht.
Ich würde jetzt nur ungern noch ein Schlabberdränkchen nehmen. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch eins. Nicht, dass du wieder so eins von der hinter den Type explodiert und dann habe ich wieder... Ach, das war eh so viel, ne? Du kam jetzt irgendwie aus jeder Ecke einer rausgehupst. So gefühlt aus jeder Ecke. So ist schon mal der erste. Es ist, du kannst halt nicht ausweichen dem Rotz. Das geht einfach nicht. Und ich meine, eigentlich brauche die ja auch nur einen Schlag. Aber du kannst nicht ausweichen. Es geht einfach nicht. Pass auf, du wolltest mir ja eigentlich sowieso auch mal noch hoch. Alter, wieder gegen die Wand geschlagen, ne? So, was erzählt er mir jetzt so? Angreifen wird benötigt. Jo. Oh, Alter, hat der mich erschreckt. Jetzt verstehe ich auch, warum ich die nie sehe, weil die unsichtbar sind. Alter, ey, wie kann man so erschrecken, weil du jetzt einer aus dem Nichts auftaucht? Das ist nicht normal, ey, oder? So. Was geht da ab? Ja, ist in Ordnung. Dann schwätzen wir mal zusammen. Freund, das habe ich mir schon vorgestellt. Aber, wirklich schwätzen mit dem kennen wir jetzt natürlich nicht, ne? Eigentlich, der kennt schon mal Danke sagen, dass ich mir jetzt durch die Kerker aufgemacht habe, oder? Ja. Da holen wir da schon mal die Türe auf. Das ist schon mal gut. Pech voraus. Muss man das jetzt verstehen? Mit dem Pech voraus? Jetzt müssen wir da halt weg gucken. Du kam jetzt hier aus alle Löcher die Leiter rausgehupst, ne? Ich kennt ja auch einfach mal die Bow in die Hand nehmen. So, stopp. Jetzt rennen wir da mal ein bisschen zurück. So war ja einer von denen unsichtbaren Helden. Würde ich die jetzt hören? Weil wenn ich jetzt durchs Wasser gehe, das hört man ja. Würde ich die auch hören, wenn die durchs Wasser gehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, die hier ist nicht, ne? Wie können die dann bitte durchs Wasser gehen, ohne dass man es hört und ich nicht? Das muss mir doch auch zuerst mal noch einer erklären. Und dass die unsichtbar sind, ist sowieso die allergrößte Frechheit. Jetzt rennen wir mal schnell weg. Dass wir da muss hier, wenn der auf uns zukommt. Ah jo, da kommt der nächste. Ich bin hier weggerollt, ne? Ich bin hier wirklich weggerollt. Nein, bitte roll nochmal oder irgendwie Hauptsache du stirbst nicht. Sehr gut. Boah, du hättest jetzt keine gerade runterfallen, ne? Wenn du schon dabei gewesen bist. Sehr gut. Sehr schön. Puh. Jetzt ist natürlich die Frage, ob oder ob nicht da vorne, also wo diese Nebelwand ist, ein Bossgegner kommt oder nicht. Auf der einen Seite wäre Bossgegner natürlich fies. Auf der anderen Seite, glaube ich, könnte man da jetzt relativ gut einfach durchrennen. Schätze ich.
So, und dann jetzt geht das Tor hier auf, denke ich, ne? Das ist klar. Und hier wäre quasi dann der Ausgang gewesen, wenn ich diese Treppe bzw. Türe hier genommen hätte. Jo, genau. Ah ja, gut, alles klar. So. Schurke voraus, deshalb Insekt voraus. Hoffnung. Oben und dann Fackel. Zwickmühle. Irgendwas und dann versucht Absprung. Irgendwie... Ich finde das halt alles immer wenig hilfreich. Ich weiß nicht, das ist halt auch alles immer das Gleiche. Gibst du nur... Ich habe hier noch nie sowas, verfasst, ja? Gibt es dort irgendwie nur so vorgefertigte Texte und du musst halt eins davon nehmen, oder wie ist das? Latterseidiger Stein. So, hier könnte man natürlich schon die Fackel benutzen, ne? Das sieht so ölig aus. Das kann man bestimmt irgendwie in Flamme setzen, denke ich. Da müsste man aber halt zuerst mal Stelle finden, wo man die Fackel anmachen können, ne? Okay, du war jetzt erstmal nix. Schimmernder Lebensstein. Das ist jetzt halt so die Frage, ne? Schlüssel und dann Fackel. Versucht Fackel. Ja, das ist mir halt klar. Dann erzähl mal, wie ich die Fackel anmachen soll. Zack. So. Fackel wird benötigt. Versucht Fackel. Eieiei, wenn die nur Fackel kennen. Kann ich irgendwas, um die Fackel anzumachen? Du gab's doch irgendwie so Feuerdinger, ne? Können wir das einfach so benutzen? Geht das? Jo, ne? Ah ja, gut. So, und jetzt? Wie mache ich das jetzt? So. Ne? Ah, anzünden. Aha. Spring aber ein bisschen zurück, nicht, dass der irgendwie runtertropsen tut und du stehst da und auf mir da drinnen, der pfützt und gehst in Flamme auf. Das wäre jetzt so die Krönung gewesen, ne? Aber zugetraut hätte ich es dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ist das aber irgendwie nur, dass wir dann gleich, wo wir hinkommen, Licht haben, oder? Denke ich. Ansonsten wird uns das jetzt nicht viel helfen, schätze ich mal. Ich weiß nicht, du jetzt besser mal die Fackel anlassen? Nee, komm, mach's weg, dass ich ordentlich schlagen kann. Ach, es sieht irgendwie so nur Endgegner aus, also Bossgegner. Was denn jetzt? Das war schon ein bisschen eklig. Jo. Als kennt der kämpfen mit dem komischen... Ah ja, natürlich ist es der Bossgegner. Ah ja, ajo, alles drauf. Wieder zu früh gewesen, ne? Ich schon da, aber ach, wirklich null Timing. Tschüss. So, das war's für heute noch. Wir sehen uns dann am Montag wieder, ne? Tschö. So, ach du Städte, oder? Wer der jetzt? Gehe Fackle? Ne, nicht. Doch, gehe Fackle. Wäre der du jetzt Wäre der du jetzt besonders anfällig, die Gehe vielleicht? Weil sie gesagt haben, ah ja, versucht doch mal Feierabend zu machen und so. Irgendwas muss das jetzt eigentlich auch gut gewesen, dass ich Feierabend gemacht habe, oder? Kommen die mir jetzt nur gehupst und sterbe du bei dem Versuch oder bleibe die oben? Ne, scheint oben zu bleiben. Ist eigentlich auch schade, ne? Das ist jetzt aber... Ich würde auch gerne an meine Seele noch mit drankommen, sozusagen. Ah ja, in dem Wasser kann ich ja auch wieder nicht rennen, ne? So, jetzt können wir aber wieder rennen. Das Feuer ist noch an, das ist schon mal gut. Jetzt haben die aber ja gesagt, man soll Fluchtversuche, aber wie soll ich denn vor dem fliehen? Weil wenn ich durch die Nebelwand gehe, bin ich ja in diesem Ding eingeschlossen.
Ist der blind oder was? Nee, ne? Ach, ich hatte einfach null Timing. Alter, der hat mir ja Drittel von der Energie abgezogen mit einem Schlag. Der versteht aber gar keinen Spaß, hä? Ich weiß gar nicht. Er müsste jetzt quasi nah an den dran kommen. Und wenn wir nah an dem dran sind, dass quasi, wenn er ausholt, dass man dann irgendwie versucht, so um den drumherum zu steppen. Wissen ihr, wie ich meine? Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil der hat hier schon so relativ guter Rundumschlag sozusagen, ne? Ach shit, schon nicht wieder vergessen, das Rotzding zu holen. Jetzt kann er noch nette Mut den dumme Hebel ziehen. Nein. Wow. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann habe ich so das Gefühl, da habe ich so das Gefühl, als wäre es jetzt GD-Type sogar noch tendenziell einfacher mit der großen Lanz. Also, wenn ich jetzt mal Lanz raushole, die hier, da habe ich schon irgendwie das Gefühl, als wäre es mit der einfacher geht, die zu kämpfen. Jetzt wäre ich schlecht, sind sie weg, ne? Das ist... Dem ersten Schuss kann ich ja quasi ausweichen. Das ist jetzt kein Problem. Wo kommst du eigentlich her? Ah, ich verstehe, warte. Nee, stopp. Ja. So, und dann... wäre jetzt quasi, ja, vorbei. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Also GD ist es mit der Lanz schon leichter, finde ich, oder? Man kennt natürlich auch mal gucken, ob man mittlerweile nicht nur noch eine andere Rüstung hat, die ein bisschen geiler ist, ne? Ich meine, der Aufzug dauert jetzt ein bisschen, bis der oben ist. Aber so richtig geile Gewänder haben wir da jetzt noch nicht, ne? Vielleicht du, Königsschwert der Kampfrüstung, keine Ahnung. Das sieht halt so ein bisschen, weiß nicht, das sieht dann halt aus wie so Geist, sagen wir mal. Ja. Jo, Schwächen bei... Alter. Was geht mit dir ab? Guck mal, wie der da steht. Oder leid. Den hat schon ganz schön verboten, ne? Ist der Kopf auch gedreht? Nee, ne? Das ist du schon hinne vom Helm, oder? Das ist aber schon interessant, ne? Der liegt ja eigentlich eher so da drauf, als wäre er aufgespießt war. Aber der ist eigentlich jo eher... Also sagen wir mal, nicht aufgespießt war, sondern eher so Fettfleck gibt. Alter, das sieht aber auch ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Sieht nicht so geil aus jetzt, ne? Ja, gut. Ja, ich weiß gar nicht, ey. Aber das ist schon einfach... Ja, gut. Weiter geht's. Wo jetzt? Nein! Eins zu früh abgebogen. Eins zu früh abgebogen. Das ist doch nicht normal. Das ist schon insofern besser, weil man du weniger lang durch die Briter ohne Schlappe müsse. Ich hätte doch hinter mir schon Schach mit der Kette. Ich soll hier fett bleiben. Ich weiß halt noch immer nicht so genau, ob man nicht vielleicht mal ausprobieren mischt, wie das ist, geht den mit der Fackel zu kämpfen. Aber will ich eigentlich nicht. So, wo ist er denn jetzt? Das Schlimme ist, dass sie dann noch immer in die falsche Richtung machen, ne? So. 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 Wieder zu früh, ne?
Eigentlich muss ich auf genau die Attacke warten, wo er so hoch springt. Weil ich hab... Nein! Doch. Ich hab nämlich das Gefühl, als würde er oft vorbeischlagen. Ja, jetzt ist natürlich die grüne Energieleiste leer gewesen, weil er 5-mal in die Luft gestottert hat, der Trottel, ey. Warum kann ich ihn den anvisieren, wenn er dann überall rumstottert, außer dort, wo der Gegner ist? Ich verstehe das nicht. Dann brauche ich auch dieses Anvisieren nicht, oder sehe ich das falsch? Das ist jetzt aber mit der Landsrotz. Fertig. So habe ich dann lieber meine Keule in der Hand. Die ist dann schön kurz und handlich und 2-3 Schläge und ab. Jo, keine Ahnung. Es ist halt alles scheiße. Hallo. So. Normo. Alter, das... So stelle ich mir das öfters vor eigentlich. Wo was anderes. Jetzt die Keul zusätzlich ist zu schwer, ja. Habe ich mir schon gedacht. So, du pack mal wieder die Keule aus und dann schauen wir mal. Wenn das nicht so lang dauert, bis der Aufzug wieder auf ist, ne? Helft mir dran zu denken, dass wir gleich unten sind, dass wir dann den Aufzug direkt wieder zurückschicke. Genau. Der hat halt schon irgendwie, finde ich, ein ungünstiges Moveset, der Gegner. Irgendwie so. Weil... Folgendes. Der, wie soll ich denn sagen? Der, ja, jetzt ist er wieder an der Ecke hängen geblieben, ist mir schon klar. Weil... Der hat so ein verzögerter Schlag, ne? Da denkt man immer, oh, jetzt kommt er auf dich zugestürmt oder jetzt hupst er, jetzt muss ich ausweichen. Aber dann ist das so ähnlich wie bei dem Matrix, ne? Der tut dann zuerst wohl noch 30 Sekunden in der Luft stehen bleiben und dann kommt erst der Bounce nur unten. Schön wäre es, wenn ich meine Seele von dem Normo-Rippe kennt. Genau. So, jetzt visieren wir den nochmal an. Der kommt angerannt und irgendwann macht er dann so ganz unvermittelt seinen Schlag. Ach. Shit. Und er das jetzt gesehen, der hat jetzt doch... Ach nee, der hat das Schlappertränkchen gar nicht zu Ende genommen, ne? Der war doch eigentlich schon fertig mit Trinken, oder nicht? Diese Animation, die dauert einfach viel zu lang. In der Zeit, wo der so Schlappertränkchen nimmt, da haben... Ich gucke hier gerade Seven vs. Wild. Da haben andere Leute ganz Kokosnuss aufgemacht und leer getrunken. Jetzt hätte ich eigentlich lieber schon wieder die andere Waffe nehmen. Weil ich finde, die Gegner sind jetzt mit der Waffe leichter. So, hallo. So. Komm. Nein. Komm. Nein. So, jetzt hopp. Genau. Sehr gut. Wahrscheinlich. Du musst dich einfach irgendwie nur ein bisschen dran gewöhnen.
dass du quasi ein bisschen früher anfängst zu stochern. Du mischte dich jetzt wahrscheinlich... Jetzt bin ich dem genau in den Pfeil gelaufen, ne? Ach, da kenne ich mich jetzt schon wieder aufregen, ey. Eigentlich müsste ich jetzt schon wieder angehen und mich schon ans Lagerfeuer hocken. Komm, wir nehmen so ein Ding. Quatsch. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den jetzt machen soll, ne? Das ist halt am Ende des Tages ist es ja eigentlich wieder nur Geschichte des Timings. Ja? Also am Ende des Tages ist das hier so. Das ist einfach eine Frage des Timings. Du musst halt im richtigen Moment auf deine Ausweichroll drücken und dann 2 Schläge und so weiter und so fort, ne? Aber dieses Timing, das fühle ich doch irgendwie bei dem Gegner überhaupt nicht. Weil, ich weiß auch nicht, der ist irgendwie so... Auf der einen Seite so behäbig, aber auf der anderen Seite so schnell und spritzig. Das ist irgendwie so eine Kombination, die für mich überhaupt komplett ungünstig ist. Und wie er mich alleweil wieder getroffen hat, verstehe ich sowieso nicht. Der ist schon wieder, ne? Was hat denn der für eine Reichweite? Der trifft mich, obwohl der mich nicht treffen tut. Das sind dann immer so die Geschichten, wo ich mich dann aufregen kann. Schon drauf gedrückt, dass er trinken soll, hat er nicht gemacht. Und jetzt tut er deswegen wahrscheinlich wieder Ajo, ne? Der hat in eine komplett andere Richtung geschlagen, hat mich aber getroffen. Genau da jetzt auch schon wieder, ne? Was ich meine, der hat aber auch ein Schwert in der Hand. Das muss man halt auch sagen. Ja, okay, Schlabbertränkchen. Der macht halt echt Schlag und du ist 3/4 von meiner Energieleist leer, ne? Der ist schon gerollt, ne? Und Mitte in die Rolle rein. Normalerweise, wenn ich rolle, treffen sie mich hier nicht. Erst bei dem alles ein bisschen anders. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, was ich gegen den machen soll, ne? Jetzt gerade wirklich keine Idee, wie ich jetzt am geschicktesten gegen den kämpfen könnte. Der läuft einem halt auch relativ lang hinterher, habe ich das Gefühl, ne? Hat nicht viel gefehlt, da hätte er wieder schön durch die Wand durch mich getroffen. Warum haben die eigentlich auch alle immer so eine riesige Reichweite und ich habe immer so 5 cm? Sag mal, hatte ich eben nicht irgendwie den Aufzug wieder hochgeschickt? Hatte ich gedacht. Habe ich falsch gedacht, hä? Warum haben jetzt bei denen 2 Schläge gereicht und bei dem anderen habe ich 4 gebraucht? Das verstehen ich halt auch wieder nicht sowas, ne? Das ist irgendwie, finde ich, ganz komisch immer. Ja, er leid. Parry wird man den nicht kennen, hä? Wie geht denn das überhaupt? Ja, einfach hier, zack, Batsch. Okay. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite, bei Elden Ring hat es ja auch bei der Bossgegner funktioniert, ne? Gut. Der ist fett, dann kann ich hier durchflitzen, einwandfrei. Das geht eigentlich, ne? Also das ist zwar wieder nervig, ist klar, ne? Das war, glaube ich, somit die beste Erneuerung, glaube ich, in Elden Ring. Würde ich schon sagen.
dass du quasi, wenn du sterbe durch, direkt hier vorne wieder rausgesetzt worden bist, dann kannst du immer die Versuche rausballern, erinnern um andere. Statt dass du wie hier immer zuerst eine halbe Weltrace machen musst. So. Es ist halt nervig, dass der mich trifft, obwohl er mich nicht treffen tut. Das ist halt nervig. Das erinnert mich extrem an den einen Gegner von Elden Ring. Den hatte ich relativ am Anfang, glaube ich, auch gehabt. Der auch immer so schnell auf dich zukommen ist und alles drauf. Apropos Elden Ring. Hat ja bei diesen Game Awards, hat er es ja quasi relativ viel abgeräumt. Und muss ich sagen, ich stehe sagen, ach zu Recht eigentlich. Oder? Also das war, jetzt sage ich mal schon, ein extrem gutes Spiel. Ich meine, klar, ich habe mich da natürlich auch sehr oft und viel drüber aufgeregt, ist ganz klar. Das liegt ja aber in der Natur des Spiels an für sich. Aber das war eigentlich schon ein extrem gutes Spiel, muss man sagen. Und guck mal, wie viele Stunden habe ich drin gehängt? 170 oder so. Was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ich habe so das Gefühl, als würde ich hier deutlich schneller aufleveln, als das irgendwie in den anderen der Fall war. Weil warum haben jetzt wieder 2 Schläge nicht gereicht, ne? Es ist jetzt auch nicht so, als würde jetzt am Ende irgendwie noch so ein Millimeter übrig bleiben, sondern würde ist ja, ein Drittel will ich nicht sagen, also fast ein Viertel oder ein Fünftel von der Energieleistung noch übrig geblieben. Obwohl ich dem auch genau 2 Schläge gegeben habe, wie dem anderen, der dann gestoppt ist. Also, ich sage nicht immer, wie soll ich denn sagen? Ich hätte auch gerne mal ein Gefühl dafür, woran das liegt, dass ich dann wüsste, okay, das liegt da dran. Das heißt, ich muss das so und so machen und dann tritt das nicht mehr auf. Oder dann ist es immer gleich oder so, ne? Dass ich dummerweise ein Gefühl dafür entwickeln kann, was ich da wie drücke und machen muss, damit das einigermaßen klappt. So. Machen wir noch einen Versuch. Und wenn der Versuch dann, wieder erwarten, doch nicht klappen sollte, dann könnte es sein, dass wir mal kurz die Pause machen, weil ich mir dann was zum Trinken holen muss. Wie der mich jetzt auch wieder getroffen hat, ne? Jetzt ist hier quasi schon echt Schlapperdrängchen weg. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder direkt zurücklaufen zum Dings, zum Leuchtfeuer, ne? Sind du... Waren du vorher nicht überall so Markierungen, so Nachrichten? Warum sind die jetzt weg? Ja, der kommt ganz schön geruckelt angelaufen. Sind die jetzt weg, weil irgendwie doch wieder Offline-Modus ist, oder? Es hat halt auch einfach immer viel mit dem Timing zu tun, ne? Aber dass er dann auch dann so episch ausweicht, ne? So, ne? Wow. Ich sag's nur, wie es ist. Jetzt ewig, die Steuerung, die war wieder komplett zeitverzögert irgendwie. Oder sagen wir mal, er hat wenn ich auf Schlage gedrückt habe, nicht geschlagen. Du wirst ja jetzt wohl nicht mal hier das Programm im Hintergrund abgeraucht sind, wo meine Steuerung... Ne. Ja, das Einzige, was halt Sinn könnte, ist, dass die, bleibt der da hinten? Das Einzige, was halt Sinn könnte, dass der die,
dass die Ausdauer wieder immer im Arsch war, ne? Komm, bevor der mich jetzt aus Versehen kaputt schießen tut. Alltägliche Frucht. Was ein Früchtchen, hä? So, jetzt sind wir da unten in der Katakombe, haben uns durch das Abwasser durchgekämpft, ne, war ja schwer und nervig genug. Und jetzt sind wir da an so oscheriger Bossgegner gekommen, wo ich sagen muss, so weiß ich jetzt noch nicht so genau, was ich da am besten machen muss, ne. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir es rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.